Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend. Neuf Kuckete vom DOC, von der Gemeinde Kirlen. Wir sind hier im Regiebetrieb von der Gemeinde Kirlen, wo die dort Handel gemäht gehen, die da geschwind, aber die Straße rundherum gesieht. Die Reklame ist schon während der Pur, die ich DOC gelaufen bei seiner Gemeinde Kirlen. Aber ich will ja heute mal sagen, was das da überhaupt heißt. Cookie, der 2. Mai 2015. Aber das ist ganz einfach. Den 2. Mai ist heute zu Kirlen etwas weiterlassen. Du hast Kirle gespart, da kommt man mit dem Auto nicht mehr durch. Da muss da schon bei uns kommen. Der Cookie 2015, das sind 100 Aussteller von verschiedenen Kulturbereichen, von Festival, von Musik, von Malerei, Skulptur, Schmatt, je. Ganze Kopf Sachen, ich will euch noch nicht alles erzählen, die sollten schließlich gucken kommen. Durch Kirle kommt er nicht. Terregas am Brot, das ist gespart, und da rundherum ist der Cookie 2015. Kommt, guck dich die sehr rund, das wird ganz bestimmt interessant. Für jeden, großer Klang. Und die Klänge haben wir gehört, die ganz Klang. Ein Märchen alle haben wir organisiert. Die kriegt natürlich, wie überall bei uns auch, zu essen, zu trinken, das gehört schließlich dazu. Wir finden alles wichtig, bald 100 Aussteller machen mit. Bald 100 Stück für die erste Kehr am Cookie hier zu Kirlen. Wir haben nicht mehr zu Kirlen sein lassen. Durch eine ganze Region, die wisst, den 2. Mai, als das Jahr Kulturnacht am Westen. Du hast zu Nosbild sind 2 Museen, das Poteriesmusee und das George Kaiser Altertumsmusee. Zu Kirch, man als Schlossfreund mit. Du hast Greve Schloss auf dem Musee vom Greve Schloss. Wir fuhren selbstverständlich auch von einer Busnahwert von Kirlen auf die Seite gucken, da tächt mir fuhren auf Nosbild am halben Stundentag und auf Kirch. Die sind invitiert, Kultur an der Region Westen zu genießen. Kirlen hat eine große Ausstellung, Kulturfestival mit Musik, Bilder, wie gesagt, kommt gucken, wir setzen dann auf die Seite von der Gemeinde. Vergiss das nicht, schreib dich das ab, das ist wichtig, das ist den allerreichsten. Und da sind Pannen, die logisch werden, und der nächste 14 Tage werden sie dabei zu stehen, von der Dallasch-Kirlener Straße fort, da sieht er sie. Hier im Regiebetrieb können sie gemäht, ein Tränenlauf, ein Schwein dabei sind. Das hoffe ich allerdings nicht, dass den 2. Mai reden. Wir hoffen auf gut Wetter, und wir hoffen euch alle Guten, den 2. Mai heute zu Kirlen zu gesehen, von der erste Cookie 2015, den 2. Mai zu Kirlen an der Straße rundherum. Ich soll nicht los schon, vielmals merci, viel Spaß, wenn er kommt, einen schönen Tag, und ich hoffe euch alle Guten, den 2. Mai zu Kirlen zu gesehen. Merci, dass er kommt. Bis dann dahin. De 6. März ass dat erneier der vergréissert Kirlener Gemengenhaus offiziell ageweit ginn. Den Innenminister Dan Kerschwer kom fir d'Bändchen ze Summe mam Burgermeester Alois Paulus durchzuschneiden. An net just Kirlener Gemeng war gut vertruden den Dach, et wären och engrei Persönlichkeiten aus nopech Gemengen der Invitation no kom. Für 45 Jahre ist hier auf dieser Platz ein Kaffee verschwunden, und ein bisschen mehr spät eine Epicerie, für das Gebäude abzurichten, das bald ein halbes Jahrhundert Gemeindehaus von Kirle war. Ein von der größten generös konzipierten Haus für ein Gemeinde mit einem großen Territoire von 21,8 Quadratkilometer mit seinen 6 Ortschaften an einer Industriezone zu verwalten. In den 60er Jahren
hat Kirlen grad 2000 Awohner an huet sich dënno rasant entwickelt wie Altgemengen rund um die Stadt. An den 90er Jahren waren wir sogar Landesmeister mit 65% Bevölkerungswachstum. Die Wachstum hat aber auch verdaut gehen. Sämtliche Ortschaften, ja ganz Gemeng, müssen erneuert gehen. Straßen und Infrastrukturen wurden gebaut oder erneuert, Schulen und Abfangstrukturen wurden geschaffen und Gemengeservice ausgebaut. Einzig als Gemengenhaus hat die Wachstum Langzeit locker verkraft, bis 4 rund engem Jahrzehnt, wo es aus einer Kapazitätsgrenze gestoßen ist. Heute zählen wir 5600 Einwohner, und ich bin froh, dass wir noch mehr Platz haben, für uns selbst zu machen. Und der Gedanke, die Gemeinde aufzurappen, wie sie Muncherin das damals gefordert hat, konnten wir uns nicht gewinnen. Ein Umbau an einen erneuerten Erlbau mit einer innerirdischen Parking war am Jahr 2008 den Auftrag und den Architektenbüro Jim Clemens von Esch. Außerdem soll das Ganze ein markantes Ensemble an der Mitte vom Dorf darstellen. Kein Prunkbau auf der geringen Wiss, mehr ein finanzierbar, funktionell, barrierefrei, nachhaltig und bürgerfreundlich Urlaubsstelle für jeden, und sicher kein Monument für die Schaffen und Gemeinderat. Ein freundlich, nachhaltig und modernes Gemengenhaus steht als Mitarbeiter an als Bürger zur Verfügung. Das Haus soll ein Platz sein, wo jeder gerne hingeht und sich wohlfühlt. Nachdem den Architekt Jim Clemens sein Projekt vorgestellt hat, hat den Innenminister Dan Kerstwurt ergriffen und ihn hat in der Stracht, dass ein Gemeng mehr ist, wie just ein paar Büros für die Kommunaladministration. So ein Gemengenhaus ist nicht nur ein Zentrum von der Verwaltung, sondern das für allem auch das Haus vom Bürger. Das Umfang das Haus, wo die Gemeinde an direkten Kontakt mit ihren Bürger tritt. Und dafür ist es auch extrem wichtig, dass das Haus so gestaltet, dass auch nicht nur an Anführungszeichen Personal sich daran wohlfühlt, aber auch der Bürger, den er kommt. Der hat auch an dem Bereich schon eine Initiative geholt, dass der eine von denen Gemeinden sieht, die heute schon ein Bürgercenter haben, und ich meine, dass die neue Räumlichkeiten auch die den direkten Kontakt mit dem Bürger weiter werden fördern. Auch das ist eine ganz gute Sache. mesdames, les hommes sont monotaches. Alors ça ne sert à rien de lui demander de vous écouter s'il est en train de regarder la télé ou de lire le journal. Ça marche pas, j'ai essayé, ça marche pas. Ça ne sert à rien de lui dire « Qu'est-ce que je viens de dire? Va tenir chez les autres ?» Non, même en Luxembourg,
bourgeois, ça marche pas. Chancegleichheitskommission an Zusammenarbeit mit der Familienkommission, die organisieren das zum 10. Mal bei so einer Gemeinde. Und dann, wie gesagt, dann geht dann immer an den Reunionen für drunten ein bisschen geguckt, was kann man das tun. Das kann mal ein Sänger sehen oder das kann auch mal eben für den Abend ein bisschen Kabarett, Sketche sehen. Wir probieren immer zu variieren, für das die Leute dann aber dann eben einen flotten Abend zum Internationalen Frauentag können wir das verbringen. Moi, je vais vous dire un truc. La maternité, c'est pas du tout évident. C'est un problème. On n'a pas beaucoup d'alternatives. Soit on décide de ne pas faire de gosses, et alors là, un jour ou l'autre, on va nous regarder du genre « Elle a fait une superbe carrière, mais alors il lui manquera toujours quelque chose. C'est une femme pas complète. » Soit on décide d'en faire des gosses, et là on revient juste après le congé maternité, et paf, tout le monde a bougé, sauf vous. Pas de promotion, pas d'augmentation, stagnation totale. Et si on a le malheur d'en faire un deuxième et un troisième, c'est carrément foutu. 1911 gouf von der deutschen Sozialistin Clara Zetkin vorgeschlagen, einen Tag für die Frauentag anzuführen. Aber das ist noch nicht direkt geschieht. An 10 Jahre später, 1921, hat den Lenin an Russland den 8. März als Internationalen Frauentag ausgerufen. Das hat nicht viel Impact. Und durch die Viren vom Krieg, als den Tag mehr oder minder vergessen ging, bis die Frauenbewegung an den 70er Jahren den Tag betont wird. Alors il faut savoir que Norbert n'a jamais changé une couche culotte. C'est pas qu'il est fainéant, c'est qu'il est délicat. Alors il m'a dit, Haut musst du nicht, Haut ist dein Tag, ich kümmere mich alles. Hey, yes, je me suis dit super, une journée de repos par an, trop cool. J'aurais dû me méfier. Il trouvait rien. Wo sind Bibruhen? Das Wasser am Boot wieder nicht so warm für Bébé. Il sortait tout, il rangeait rien, je courais derrière lui comme une folle pour lui donner les bons trucs. Et alors, sur le coup de midi, il m'a dit « An de mutton, Karen Hush !» Yeah. Le repas. La casserole complètement foutue. Les pâtes. Il les avait mises à cuire 25 minutes dans 3 centilitres d'eau. Bon, Member von der Umweltkommission begrüßen ich aus dem Regiebetrieb für die Drittgospots an der Gemeinde Kielen. Das ist so, dass wir auch schon als 9 Uhr Rendezvous gehen haben, für das Material eben anzusammeln, was gebraucht wird, für Hanno später und Leute zu verteilen. Und Leute, das sind dann Vereine hier aus der Gemeinde, dann sind noch Bürger, eben, die auch mitgehen. Das mittlerweile schon traditionelle Rendezvous gehen. Das Jahr also ein bisschen mehr spät, wir haben 9:30 als der Point de départ festgesagt, was auch durchgehen. Vierrangig geht es Buschwehr, die hier in der Gemeinde sind, weil die am Anfang mehr selten gemäht gehen. Die Staatsstraßen ist so die Geo regelmäßig gemäht, aber die anderen Wehr also viel mehr selten. Das wollen wir aufdecken, indem wir uns dann alljährlich dahingehend engagieren, die Großpots zu machen. Das ist auch so, dass ja 2/3 von den Gemeinden hier im Land die Großpots organisieren. Das ist ein festes Rendezvous am Kalender und das soll auch so bleiben. No der Bot selber ist ein Treffpunkt um 12:30 an der Buvette vom FC Kielen, wo dann ab 12 halber eng Spaghetti nach offeriert wird von der Gemeinde für die Leute, die mitgegangen sind.
Pirem Freioskonzert, den die Kielner Musik auch des Jahr zu Summe mit der Fanfare Kopplisch Brittel gespielt wird, kruten nur der musikalische Abstimmung durch den neue gemeinsame Jugendensemble von den zwei Musiken diese lichen Donateure Merci gesot, een davon ganz besonders an zwar den der Musik des zwei Trommel gestiftet wird, der Carlo Schmidt. Den Herr Toss als Dirigent, bei ihr war freie Militärmusiker, los bei den Kirner. Für erst zu summen habe ich mit dem neuen Chef. Klappt das, klappt das nicht? Klappt wunderbar. Ich muss sagen, dass wirklich ein gute Entente, sowohl genießen einen immensen Respekt, nicht nur durch sein Passe, aber natürlich auch durch sein Passe bei uns. Wir hin fand ich im Tag leben, und ich gesehen dafür, weil ich nicht soll leben, fühlt er sich auch ganz wohl bei Eis. Sein Wunsch wäre, nachdem Militärmusik mit der Militärmusik abgehalten, als an Pension gegangen ist, eine kleine Musik zu verholen, die auch nicht so weit von singen daheim, weil das die Kriterien, die Nummer 200% erfüllt, dann sowas dazu zustande kommt. Ich meine, das ist ein John Venter für jeden, das für die Kirner, auch für die Koppel, da gut noch zusammen gespielt, dass wir nicht den nächsten Konzert, den er zusammen macht. Die erste zusammen habe ich mit den Koppelster Kollegen, das ist ja aber trotzdem schon in einer Dorf und das ist in einer Gemeinde. Ja, das ist am Anfang geholt eine Geschichte, die für uns 3 Jahre zustande kommt. Das heißt, den dritten Konzert, den wir zusammen gespielt haben, den dritten Freios-Konzert, wir proben zusammen, wir spielen noch sonst die großen Konzerte zusammen. Dann hört aber auch Musik nach ihr Egent leben, also wenn die mehr Lokalsachen sind wie Himmelsmarsch, Kommunionskochtisch, das können wir mal wieder sehen, die anderen Aushilfe geht, mir en general mischt dann immer die Musik aus dem Dorf. Das ist eine Win-Win-Situation. Ich habe immer gesagt, wenn du fangst, die Koppelster hatten es im Moment ganz schwer, weil Madeleine eine ältere Generation abgehalten hat, an Jungleute auf die Uni gegangen sind. Du sind ihnen auf EQ ganz viel Leute weggebracht. An so einer Dorfmusik wie uns ist auch immer froh, für neue Leute zu motivieren. Und so ist das auf eine natürliche Art und Weise zustande kommen. Wie gesagt, das ist eine Win-Win-Situation für uns alle gut. Also das scheint, da kommen sie, dass das für mich als das zwei Ursachen. Erstens, weil es für mich bald daheim ist. Relativ nur. Ich bin heute sogar nicht gefunden. Und dann, ich wollte etwas machen, für das, was ich an all den Jahren selber gelernt habe, für das Virus zu gehen. Ich möchte dafür machen, mir das Jahr. Und die Dinge, die Occasion hatte ich da direkt gehen. Und ich habe für dich mal mit meinem Monitor telefoniert. Ich habe nicht geschrieben, ich habe keine Nummer gemacht. Ich habe für dich mit dem telefoniert. Und wir hatten direkt einen Droht. Und wir haben uns getroffen, wir haben nicht geschwärzt. Und es hat direkt so gehen, wie sie los sind.
wie ich am Anfang war, wie ich die Prüfung auf hatte, schon hin da doch gesagt, schon eng immens diszipliniert Ekipp 4 von, was ich an meine freieren Zeiten net von tun. Ich meine, wenn ich in der Disziplin meine, die engem no leisten oder die auch die vielleicht auch nicht nur der zweite Karriere das machen, was sie gesagt kriegen. Und trotzdem, wo keine Störungen sind, das was mich direkt von der zweiten der Probe schon gemeint ist für am 7. Himmel. So ein bisschen so, weil die Stadt effektiv nicht gewinnt war, dass es effektiv so diszipliniert an der gesiedet ja Touren als gerade so begeistert wie auch die Männer jung an der Schwengen, das ist so das, was die Musik braucht. Guten Abend, alle Guten, Gäste vom Miss Wenger, die Damen und Herren, alle Guten. Ich begrüße dich am Namen vom Chef der Gemeinderat, dafür allem auch als Präsident von der Integrationskommission heute Abend teil auf dieser Präsentation von einem Buch. Ein Buch, das ein bisschen einen ehemaligen Charakter hat, weil das kein Lesbuch, das ist kein Krimi, aber das ist ein Buch, wo da sicherlich viel davon ging, am Kommerz an alle Länder auf der Welt. Mit der Zeiten ist ein bisschen von daher einzigartig, weil es ein Buch ist, das Leute, die Englisch schwätzen, schnellstmöglich und als Lützeburger Spruch soll rüberbringen. Und dafür hatten wir als Integrationskommission gedacht, da das ja ein flotten UT für ein bisschen die Integration zu fördern an den Leuten, die an das Land kommen und noch gerne bereit sind, hier Fuß zu fassen, für denen eine Chance zu geben, Komm ruhig bei mich. Für denen eine Chance zu geben, Lützeburger Spruch so einfach, so schnell wie möglich zu lernen. I'm Liz Wenger. I am very excited to be here today. The book has been a long journey over 2 years. So to see it come to life finally is a very exciting opportunity, and I really hope that it will be useful to everyone to learn the language. I went to the Institut National des Langues for a year to become a certified Luxembourgish teacher. And it made me realize that there is more demand. There is a lot of people that are looking for a book to be able to learn on their own and not necessarily have to go to a class. You shouldn't need this book and a dictionary and a grammar book and a phrase book. To get the basics, one book should be enough. So everything you find in this book, hopefully, is explained and is enough to learn the basics. It should contain speaking, listening, reading, and writing practice, because all of those are needed to learn a language and speak a language, and because you need diversity to learn a language. You can't be bored. And I tried my very best not to make this boring, but to make this fun. I want you to have fun learning Luxembourgish. The book does not have an audio CD, but it does have audio tracks in the form of QR codes that you can listen to with your mobile phone. So you can learn the sounds of Luxembourgish and practice your own pronunciation. We'll get to the wine, and I'll start signing books if you want to get a copy. The price is €30, so it's a reduced price because this is an advance sale and it's not available in bookstores yet. Although since last night, I managed to open up the e-commerce store on my website. So you can buy the book also online from learnluxembourgish.com, but tonight it's cheaper.
Message, den aus so enger Ausstellung firgeht, aus dem Nuklear. Das, was für rund 75 Jahre geschieht ist, soll nie mehr antreten. Und das ist nicht mehr möglich, wenn man wachsam bleibt. Eine Vigilance de tous les instants ist blutnotwendig für ein neues Abkommen von narzisstischen und faschistischen Ideen zu verhindern. Demokratie, die Freiheit, Menschenwürde, der Respekt von den Mitmenschen sind Begriffe, die à tout prix zu verteidigen sind. Das sind wir davon vom Narzissmus schuldig. Von 10.211 Lützeburger Jungen, die an die Wehrmacht abberufen sind, des Appelés, waren 3.512 Refraktäre, das heißt, über ein Drittel, sie konnten fortlaufen. Oder die Refraktäre und Deserteuren, Chiffre particulièrement significativ, wie den Historien Gilbert Rausch geschrieben hat. Über 1.000 Refraktäre sind nach Frankreich dirigiert, ich war einer von denen auch. Ich war für dich zu Käspelt beim Bernd Emil verstoppt. Die meisten sind auf Plaisancis bei Clermont-Ferrand gekommen, wo den Albert Ungeheuer sich um sie gekümmert hat. 235 von ihnen haben sie an der Macke engagiert, 34 sind gefallen oder sind von der Preise massakriert worden. An dieser Galerie kann in Ausstellungen aufhellen wie die Hai. Und dafür bin ich ganz froh, dass Molenke ja nicht für Kunst genutzt wird, mehr Molenke für etwas Geschichtliches. In diesem Fall als Geschichte am Zweiten Weltkrieg, die man auf keinen Fall vergessen, weil wenn wir an Zukunft gucken, dann muss man auch wissen, was in der Vergangenheit geschieht ist, für dass wir nicht die Fehler machen oder nicht die Sachen, die in der Vergangenheit geschieht sind, dass man die nicht vergisst gehen. An dem Sinn ist es ganz wichtig, dass Manifestationen wie die heute stattfinden. Dir denkt nach tun, was ich für gesot tun. 2. Mai zu Kirlen. Kommt ma am Auto bei se Parker treit, holt der Bus, kommt op Kirlen. Die werdet garantiert net bereiert. Vergiss het net. 2. Mai, Cookie 2015, den allererste Konnische Kulturfestival zu Kirlen. Bis dahin, los ist gut gehen.